Knedelen. Knedelen. Jut mat Gardebonen. Jut mat Gardebonen. Jut mat Gardebonen. Du voll Ninkel. Dude. Wow. Willkommen bei Dreckstart, der letztewocher Gaming Show auf YouTube. Wir freuen uns wie alle Woche, dass ihr nächstes anguckbar ist. Und haut mal dabei sind den Mike, Salut. den Jimmy Hey. und leider nicht dabei als den Hinkel diese Woche. Wir wissen nicht, was du lass. Keine Ahnung, wo ich noch Nee, ist doch nicht gemeldet habe. Hoffen wir, dass du nächste Woche nicht dabei ist. Ja. So, und damit kommen wir dann direkt zu unserem Wochenrückblick von der letzten Woche. Okay, und da hat mehr den Mainden mam Shitpit wie immer, geil? Genau, und du wo? waren Jimmy und ich schon Trials Fusion gespielt. Und war spannend gehen, Schluss konnte ich mich dann aber durchsetzen. Und voilà, was bedeutet das für Tabelle? Tabelle, ja, der Shitpit. Du hast dann lo PJ in Check, Jimmy in X. Okay, und da kommt doch direkt auf Battles. Ja. Oder wolltest du nicht so ein Shitpit? Direkt bei Battle. Ja, das ist hin, so richtig kacke gemacht ist oder so, wolltest du vielleicht oder Nee, war spannend, war spannend. Ja, das war wirklich cool. Battles, da hat man lo, das Woche ein Part 1. Das heißt, wirklich, dass er nicht ist, dass wen am Endeffekt lo, wie viele Punkte kriegt, als natürlich dann dieser Kolonne dann nach nicht dran, okay? Soweit ich weiß, sind ich am Part 1 4. Ja. Und ich denke, das ist so. Schon mal schon gesagt, bei den Battles hoffentlich, dass der Stadt Muster, was sich da so durchsetzt, nicht bestätigt. Ne? Ja. Dünnsches war mein Video, Mike's Consoles mit Tembo, The Badass Elephant. Ja. Ziemlich cooles Spiel, also da könnt ihr eine kurze Review gucken und eine kleine Impression machen, ob das will oder nicht, das auf Konsolen raus, das auf PC raus. Ja. Und das ist relativ cool, also das da werde ich ganz gucken. Fall dann war Mittwochs den Hinkel. Ja, den hat ein bisschen Verspätung. Ein bisschen Sein verspätet. Video. Ja, wir haben gemerkt, wir waren nicht so rechtzeitig da. Normalerweise kommen sie am späten noch mit einem Video noch und hin. Wie lange gebraucht? Ja, Dafür hat man immer auch ein extra Video gemacht. Ja, ne? Hat neben der flotte Game Over Video gemacht. Können auch einfach auf unserer Seite gucken. Ich fand das cool. Ja, voilà, sein Video war aus dem Dirty Bomb gegangen, der Shooter, Free-to-Play-Shooter auf Steam. Ja, dann ist das war du Jimmy. An meiner Mobile Corner habe ich von Bestspieler von der letzten Woche geschwärzt, die rausgekommen sind. Die ich am liebsten habe, war Q-Blast und Special Tactics Online. Ja, die sind cool. wirklich geil. Ja, Wirklich cool. cool. Ja. Wirklich cool. Ja, Freude war du mein Tour schon probiert, der eine kleine Impression zu gehen von This War of Mine PC, wo ich als Feier als kleines Team gemacht habe. Auch du. Und ich mich rum durch. Ich wollte mich spannend halten, Mike. Ich wollte so, wenn der wissen will, wie da ausgegangen ist, dann muss er auch gucken in der Video. Also, die natürlich schon geguckt. Ja, ich hoffe, ihr stark, ne? Voilà, und zu guter Letzt war dann Samstag die Battle, darüber haben wir schon geschwärzt. Das war Mario Kart Battles mit der Luftballon. Luftballon. Ja, ich fand das so cool. Das ist immer noch der beste Modus. Ich fand das so cool, mit Kollegen zusammen auf Splitscreen zu spielen. Gibt nicht besseres wie das. Voilà, immer bei den News kommen, wollten wir dann auch nach so, wir hatten letzte Woche angekündigt, dass wir das Woche eine Diskussion feiern über Brutalität und Sexualisierung von Frauen an den Videospielern. Lo Hummer aber will es da doch wirklich seriös zu holen und es wirklich ordentlich darauf zu präparieren. Und wir haben noch eventuell dann do eine kleine Überraschungsgast. Und dafür verlieren wir die Diskussion dann auf eine von den nächsten Wochen. Aber sie wird sicher kommen. Ja, also sicher demnächst. Ja, Weil natürlich da, für den Zuschauer vielleicht zu wissen, dass man muss gucken, dass man so viel wie man zu dem Thema zu sagen haben, dass man das kompressiert kriegt, für das man nicht eine 3 Stunden rennen. Ja, sonst muss man eine Sondersendung machen. Das hat sich eigentlich als schwierig gestaltet. Ja. Mehr sie könnt. Auf alle Fall. Nicht, was nicht könnt. Auf alle Fall. Voilà, dann kommen wir los.
Zu den News. Voilà, da sind wir bei den News. Erstes Thema, Windows 10. Windows 10 als lo rauskommen an nur 24 Stunden wird Microsoft bekannt gehen, dass es schon 14 Millionen Mal installiert gouf auf PC in der Welt. Mittlerweile ist die Zahl schon auf 63 Millionen geklommen. An der weiteren Day sollen dann an phaseweise immer mehr Leute Zugang kriegen, für ihren Windows 10 aufzuladen. Größer Punkte, die ich kann erwähnen, als unter anderem einen neuen Browser, der Microsoft Edge, hier stehen. Oh, hast du den Explorer von dich gekickt? Anscheinend, ja. Neuen Explorer. Nur mal nein, mit dem wir Witze können machen. Ja, vielleicht, wer weiß, muss ich gucken. Dann ein neuer Personal Assistant, selbst wie Siri. Das ist Cortana. Cortana? Das ist Cortana. Halo. Das ist Halo. Aber ja, mit Halo aus Microsoft. Also. Ja, aber Cortana ist definitiv mehr sexy wie Siri. Ne? Oh, ja, aber das für das Thema nichts. Schon bastet. Voilà, nee, du musst ihn aber nach so, bei dem Cortana ist es wie beim Siri. Das ist nicht gesagt, dass es dann ein Land richtig funktioniert. Ja, gesprochen, ja. Das ist ein regional. Letztendlich wird du rum, du kennst ja. Wir können über einen Spruch schwätzen. Ja, natürlich. Und für PC-Gamer ist interessant den DirectX 12, den man Windows 10 dann könnt, den wahrscheinlich auch ein bisschen Performance-Boost bringt für Spieler. Und ja, da freue ich mich ganz besonders. Hörst du das schon? Der Windows 10 noch nicht, nee. Schon, also noch bestellt, ne? Und du bist ja wie gesagt phaseweise freigeschaltet. Ja. Schon nach nicht meine Dinge gekriegt. Schon aber auch nach nicht diese Idee, da bestehe ich aber nach Warten. Jetzt gucken, was Leute so. Weil von dir ich vielleicht so, oh Mann, geht nicht. Und dann ist immer gut zu sehen, ja, warte, bis alles gefixt wird. Also, ein Tipp auch für Zuschauer. Vielleicht ein bisschen aufzuwarten, bis das viele Leute mal ein bisschen hier Kommentare zu voilà, ja. Natürlich kann ihn sich dann frohen, so viel schon. Das ist natürlich auch gratis für die Leute alle. Ja, das ist gratis aufzulösen. Ja. Weil, was ich mal du denkst du gerade, das bestimmt von all die Büros, Gebäude und so, Voilà. das ist normal, das zählt so schnell. Ja. Aber ja, wie gesagt, jeder, der Windows 7 oder 8 hat, kommt sich ja einfach per E-Mail dann ummelden und kriegt dafür nicht den Zugang. Ja. Natürlich auch, wenn sich dann überlegt, was das dort Marketingstrategie hat, ich gehe davon aus, also das alte Windows 8, der war universell nicht ganz belebt war. Ja. Aber für die Leute zu überzeugen, die neuen, die anderen Apps und so. Das kann sein, als der Heinz so schwer sich vorzustellen, dass ich das für nichts kriege, Geil, nie zum immer Beispiel, Gedanken, so bei so riesigen Firmen. Mit vielleicht also doch von Apple, die haben auch seine neue Versionen, das ist immer frei. Ja, natürlich. Apple sind immer gratis, ja. Soll auch der Windows 10 soll so eine Art Mischung sein aus dem 7 und dem 8. Das heißt, es gibt ja auch gute Sachen beim 8 und halt die. Und dann halt einfach zum Beispiel das Startmenü und so weiter. Ich meine, was ja wirklich prozentual gesehen, ich habe gestern Kommentar gelesen von einem, der gesagt hat, oh nee, da bringen sie das Startmenü rum, die blöden alle Stotto. Ja, also die hat sich mega aufgeregt und von nimmer Leute haben geantwortet, was du den einzigen auf der Welt, den das denkst. Das ist ein internen, den du schaffst, den hat. Das sind immer das. Ja. Anonyme Kommentare. Was ich am besten fand, ist, wie sie es machen, dass du kannst natürlich auch darstellen, dass es so ist wie Windows 8. Du kannst da doch, dass du das Beste, wenn er da wirklich Lever hört, zum Beispiel mit den Touch-Sachen und Pads und so weiter, oder den Fleisch Lever, die Methode. Das kann gut sein, ja. Der Schwarr ist immer gut. Ja, also, schon noch gehört, dass du mit einer Aktualisation den PC-Spieler auf der Xbox One streamen kannst. Genau. Das soweit ich das Lori verstanden habe, also am Moment, also du kannst von der Xbox auf den PC streamen. Sie haben einfach schon gesagt, dass sie an der nächsten Woche Mainlo, dass sie es schaffen, für dann noch auf die umgekehrte Art und Weise zu machen. Okay, interessant. Wo ich dann eigentlich so und ich mich gefreut habe, als das nicht klein bis überflüssig für PC auf Xbox, weil du kannst ja auch einfach so für PC auf dein Fernseher halt
musst du ja nicht Ja, das ist Xbox vielleicht mir Tasche. einfach dann gemacht. Also, Ja. nicht Schiedfrieden, den sich technisch genug, um das nicht setzt, Ja, das ja, alles zu das machen weiß ich auch, und ja. Kabeln dort drin zu streamen, also geht ja ohne Kabel rüber. Ja, ja. Das ist vielleicht doch für 4D. Ja. Und wir wissen auch nicht, was für Spieler man spielen können. ja ob das global für alles also Guck mal, das ist, als ganz Steam Library auf der Xbox. ja ich kann mal zwei extra vorstellen dass es wahrscheinlich weil könnt ihr dann noch den soll ja kommen so wie Games for Windows Live Ja, ja, wo ja. ich so hoffe dass es Aha. nicht so aus wie Games for Windows Live weil er das gehasst gewesen von einem PC Ja. mehr aber vom Prinzip her dass es wahrscheinlich so was dass du just die Spieler eventuell kannst streamen die bei ihnen an dem Dingen Caves Ja. aber da bleiben die Detailer die bleiben noch zu warten ne Ja. da werden sie nachkommen Ja. Aber voll cool. ja. Voilà, da kommen wir zu einer bisschen mehr friedlicher Nachricht. Der Guillermo del Toro hat an einem rezenten Interview gesagt, dass Hein und den Hideo Kojima immer nach zusammen und einem Projekt schaffen. Er hat an einem Interview mich später dann aber gesagt, dass er davon ausgeht, dass Hein nicht mehr in einem Videospielprojekt wird mitschaffen, weil Hein hat ein bisschen Gefühl, Hein hat da Fluch über sich. Er hat für ein paar Jahre angefangen mit THQ zusammen und einem Projekt zu schaffen. Die sind dann vergegangen, wie das ja bekannt ist. An Duno, du hatten dann mit Hideo Kojima zusammen dann für Silent Hills sollte ihr dann zusammen schaffen. Dann hat den Hideo Kojima aus der Gang von Konami an den Guillermo del Toro so den Pferdebüsse van Helo nach einkehr mit einem Spielprojekt schafft dann explodiert dir in sein Haus. Voilà, lo gibt natürlich drauf los spekuliert, was das da bedeutet. Schafft mit was für Projekt möchte ihn dann mit Hideo Kojima gibt das lo Fernsehen, ne, ein Film oder eine Serie. Das wäre ja mega Ja, auch Eine cool, Serie ja, voilà. von ihm als Idee geist wäre. Ma ja, an den Vielversprechend. Guillermo del Toro als Visionär wat Filme machen nur nationalem Horrorfilm Das will ich getroffen. Dat wäre ja. Das wäre zwar auch etwas, das wäre ein guter Trostpreis für Silent Hill. Ja, natürlich, Also, ja. für so eine bringen eine Serie raus, sie zwei. Boah, Das wäre auch schön. also, du Kann wärst natürlich doch- auch Sinn, dass du sie wärst trotzdem und ein Spiel schaffen, dass sie da die belohnen. Das kann natürlich Sinn, aber dann wäre es so eine Wahl relativ komisch. Ja, und ja. Ihre Fähre, für was sollten dann so? Da, das ist alles gut möglich. Strategie. Ja. Strategie. Als Eine Serie- Game of Thrones Fan weißt du, wie so so von so Leuten, die da schaffen können, ganz Ja, ihre das ist fairen natürlich Sinn. Ja, du lachst jetzt die zwei, das ist dann raus. Das will ich fragen mir. Wenn wir die eine Serie wäre cool, ein Film wäre auch cool. Ah, ja, Eine ja. Serie wäre natürlich Ja. wie flott, weil sie wie lange dauert. Klar. Obwohl ich nicht so die größte Serie Fan sind, aber es wäre auf jeden Fall Martin 2. Ja, kann ja auch Ideen eine her, schon cool. begrenzte Serie sein, eine 6 Ja. Folge Serie oder Ja, so. zum Beispiel, Ne? ja. In der X-Files, die kommen, ist noch just 6 Folgen, ne? Ja, war voll cool. Ja, war war mal so gespannt. extrem egal wie, also etwas, Hideo Kojima ist immer gut, Guillermo del Toro ist immer gut, die zwei zusammen kann immer gut gehen. Und die zwei weiter Ich, schaffen. sind da auch ganz gespannt. Auf alle Fall. Auf alle Fall. Voilà, dann von dem bisschen wie flotten Thema kommen wir dabei ein bisschen mehr etwas Kontroverses. Ob der ESL gouft hallo ein mittelgroßer Skandal. Ein früherer Spieler von Team Cloud9, und zwar der Corey Zamphis Friesen, wird an einem Interview zugehen, dass Hein an seinen Teamkameraden alle guten Adderall geholt haben während einer Kompetition von der ESL One. Adderall ist ein Medikament, das an Amerika verkauft wird, was üblicherweise benutzt wird bei Narkolepsie, das ist bei Schlafkrankheit. Aber das mischt als das steigert den Fokus, die Konzentration und hält das Gefühl von der Müdigkeit weg. Das ist auch bekannt, muss ich sagen, dass zum Beispiel viele Studenten an Amerika das dann oft holen, wenn die Examenszeit ist und so weiter, hier eben mehr aktiv zu sein und so weiter. Ja, ja. Das heißt, das ist doch nicht etwas so schrecklich Ungewinntnis, ne? Und auf einer anderen Weise ist es doch nicht mehr froh von der Zeit gewesen, spielst natürlich bei so etwas wie das wie eine ESL-Turnier, dann muss Ja. die Sache noch... Doping. Doping Ja, Voilà, der ESL hat dann noch angekündigt, in Zukunft willkürlich Doping-Tester zu machen, ganz wichtig wie sie haben mit der Begründung, weil wenn ich schon, sie gesagt, wenn wir schon Sports an unserem Namen haben, Ja. dann müssen wir das dann noch eben so seriös behandeln. Das stimmt. Ja, Genau. ich fand das doch gut. Ich fand doch gut. Ich just froh, ich mich scheinst so
okay, du hast den Adderall, du kannst sagen, okay, das ist ein Medikament an der Reihe. Wie hast du da mit alle möglichen anderen Red Bull, Kaffee, ja, aber ich meine... sie Europutschmittel, ne? Steigert ja auch ein bisschen die Konzentration an. So. Ja, das sind auch, ich meine, das sind mehr Medikamente und dafür ist Ja, es auch ja. mehr als Doping angesehen. Wenn Ja, du ja. anfängst, alle Ebsen zu zählen, dann musst du Voilà, wirklich weil das lang gehen. schlussendlich Du musst dann, definieren und dann... Und wenn dann du seht ihr, nee, ich Definition trinke keinen bist- Kaffee, ich kann keinen Kaffee trinken, dann habe ich ja noch mal eine Chance wie hey, weil ich... Oder fang gut Kaffee zu trinken. Nee, aber das ist eben so, dass Lebensmittel, Medikamente, und Ja, dann fangen ja. uns zu definieren, was das ist Doping, aber wenn die Definition gibt, dann gibt es auch Schlupflöcher, wo sie können durchgehen oder das nicht, Natürlich, oder denkst dran. Und das geht dann so weiter. Aber das ist aber auch wichtig, fand ich bei einer Kompetition, wo dem viel zugeht. Am Ende Voilà, das ist auch der Hauptpunkt. dass der nur der Gewinner einen aus den ehrlich gewonnen oder nicht einen, die einen Den haben Vierdeel, gefühlt dann den nur noch unfairen Vierdeel Vierdeel hat, ja, hat. ja. Und die anderen haben zu nicht gewonnen, ansonsten dann mal weiter. Das Ja, kann ja. nicht sein, das ist ja normal. Das ist auch bei genau allen der Punkt, den Kompetitionen, sie von der JSL auch gesagt haben, dass mittlerweile viele von den Pro-Gamer extrem viel verdienen. ja. Und zusätzlich dazu kommen ja danach die Preisgelder, die nach Einzel auf den Turnieren zu gewinnen gehen, die mittlerweile teilweise an Millionen rangehen. Aber Das ist natürlich auch aus der Menge Seite also nicht verständlich mehr absehbar gewesen, dass halt die Leute dass du anfangen, Leute sich alle Vierdeel das zu Skin verschaffen. natürlich. Und auf der anderen Seite ist es doch verständlich, dass du siehst, ja nee, du musst mal hart durchgreifen, dass das seriös ist. Ja, das fand ich so auch. Also, Ja, grundsätzlich ist das eine gute Idee, fand ich für die. Das klingt eben ein bisschen komisch, wenn sich da so. ja, aber Seht, wie sie einen Doping-Test bei einem Gaming-Turnier. das ist eben Nee, ein anderer, voilà. da weiß ich Doping, Voilà. aber das ist aber auch da. Das ist Ja, besser, das ist ja. traurig, aber mengt das seriös. Ja. Ja, ja. Das ist keine Überraschung. So. Nee. Nee. DJ so. Das ist keine Überraschung, dass, Du willst einen Avantage. dass du alles musst für den Preis dazu gewonnen Ja. Ah, ja, weil ja. so viel so. Ja. Zumal zwar keine Regeln da existieren. Ja, voilà. Du nicht gestanden, du darfst kein Obhutschmittel holen oder so. Du kannst ihm ja auch nicht vorwerfen, heute ist Alkohol. Nee. Du kannst ihm nicht Nee, waschen. ich weil- würde doch ganz nonchalant Ja, so damit ja. nicht das nicht lo. Ja, weil ich auch keinen Grund habe, nicht Nee. nicht verbraucht. Voilà, ja, ja. Just, dass du ausgelesen Das ist eben dass Abelo. du Kind- Hin und wieder alle anderen Menschen, die Belo verschossen. Das wird er gemacht. Ah, das ist vielleicht gut. Ja, Ich meine, das ist so ein gut, Konditionen, Final Lo, zum Beispiel, das ist ja schon rum. Ich meine, das Weekend, das da nicht Call of Duty Championship, was denn das Weekend? Mal verloren, da lässt du ja so viele Championships. Ja. Und, dann denkt ihr auch drüber nur, weil so viel Geld und so viele Leute, die nur gekommen, die Natürlich, wollen alle voilà. einen ehrlichen Wettkampf Und ich fand und- noch, dass ja immer noch ein bisschen das Problem herrscht, dass Gaming nicht so ganz seriös geholt wird und so weiter. Fand ich doch gut für außenstehende Leute, die nicht sich mit Gaming im Geschäft stehen, dass nicht da den sich werden, sie so nur richtig kriegen, ach, du fängst da auch Medikamente zu Ja. die Jugend. Ja, die Jugend. Voilà. Ah, gut, okay. Dann ein ganz interessante Nachricht, wie auch immer in Verhöllen, ein neues Battlefield als konfirmiert für 2016. Wird nach keine weiter Detailer, kein Titel nicht mehr. Der Blake Jorgensen, den CFO von EA, wird an einem Investor Call heute gesagt, als Absicht, also über die nächsten Couple Jahren First-Person-Shooter als von unseren Haupttiteln zu holen. Das Jahr ist das Star Wars Battlefront und nächstes Jahr ist das ein neues Battlefield. Ja, lo kann ihn sich dann frohen aus der Boot, aus der Schlecht. Das Kamera switcht für zu so yes! Okay, also das ist doch mega. Natürlich, also Neue das ist ja auch Battlefield, das ist doch Battlefield-Fan. Natürlich kann ihn sich auch da froh, weil ja, das ist relativ schnell, das so... Du sind nicht der Meinung, ehrlich gesagt, dass es nicht geht, dass du ein Team und Ja. an den zwei Spieler Ja, geschafft weil das hast. für DICE auf beiden Fällen, Ja. aber bon, DICE ist mittlerweile auch eine Großfirma, die hat Die- vielleicht auch das in sind Erzählungen, verschiedene ne? Teams. Der den schafft du Star Wars, der dann Ja. dem Doen. Was natürlich so noch nach dabei annimmt, dass es militärische Shooter ging. Yes! Gut. Fand ich gut. Okay. Hardline. Hardline. Ja, aber das ist eben Hardline, ja. Boah, also ich bin froh, dass es militärisch schon ausfällt. Ja, Okay, ja, ja, dazu zu geben, mal gut, lieber Hardline denken wir nicht. Oh, Das ist schon mal cool. Das ist Das, einfach. Hardline hat eben seine Schwierigkeiten. ja, also wir können nur ein Jo, du kannst ihn alleine registrieren, ja, voilà. Unterschied mehr. Ja, das ist mal ein militärische Gut. Ja, das ist ein gut Sache. Fried Ja. mich. Was ich mich froh ist, wie groß den
Verbesserung den Avancement wird sie vom Feier ich hoffe, der geht groß. am plus gibt Battlefield 5 Ja. oder gibt Bitte Battlefield drin in 2000 Vietnam 2 oder das voilà, das schwer so ne ob dat Welt so frei raseben ne ob dat wirklich ein neue Battlefield geht oder ob eben neue Spielen mal Battlefield geht dat war ja just CFO den Chief Financial Officer Knäpscher ja voilà, also nicht der Creative Director du weißt wahrscheinlich schüßt wie viel das dranbringen soll Klasse das war voll cool also ich freue mich ich mengen wie gesagt dass zwei Teams sind das kann Dings wusste gesehen ist wie oft komme Spieler raus in einem Franchise-Spieler wo es mir wegen Aufstände Hund zwischen verschiedene Spieler und dass du mir okay das kann ja aber nicht sind final was nach Story Mode dran machen anderen ganz bad viel Spiel ja an zum Modsfeld den Battlefront Star Wars ja recht Ende des Jahres das nicht dass der schon am Januar rauskommen also sie schon fertig man sie hätte schon das ganz Jahr Zeit nee können am November raus vergleichsweise für den nur zum Beispiel Call of Duty die offiziell 3 Teams mittlerweile für hier Call of Duty rauszubringen Treyarch Infinity Ward an Sledgehammer waren sind 3 unterschiedlich Developer für dasselbe Spiel aber die dann auch erst 3 Jahre Zeit und für Call of Duty rauszubringen weißt du meinst das Battlefield unbedingt an 3-4 Jahre dann aber gemacht das schön noch rund wann Silo so nächstes Jahr bringen wir neue Battlefield da ging ich auch davon aus dass sie schon eine Zeit schon darüber schaffen dass das ja also das nicht dasselbe ja das ist aber ein guter Nachricht ja natürlich du kannst sich schon mal drauf freuen voilà. Und als Übergang für unser nächstes Segment wollte ich dann noch nach so ein Team 17 wir kennen Team 17 Worms. Team 17 wird angekündigt dass sie 2 neue Worms-Spieler rausbringen und zwar Worms Fire für Mobile den als Firma wo mich besser gewundert wird dass der Mobile der Worms Fire geht weil Fire ist mir so den neue große Worms den neue große Worms dann sozusagen als der Worms WMD die können für PC an Xbox One das ja WMD ist hun näherens Fond für wer das steht schon das Gesicht Weapons Mass Destruction oder Fleisch bis Worms of Mass Destruction werdet werdet schon wahrscheinlich das bleibt weiterhin ein 2D Turn-based Team Deathmatch das ist ein gut Neuerungen aber sind dass die erste Karriere an der Franchise auch Vehicles zur Verfügung stehen. Hey, das klingt interessant. Anders kann ein Gebäude ranbauen. Ich will nun wahrscheinlich echt so, dass ich zum Beispiel vielleicht für einen Tour sich kann an einem Gebäude verstoppen oder dass ich vielleicht Gebäude muss Footy machen. Also das ist tatsächlich oder ist das der Beine? Nee, und das ist alles für den neuen, für den PC und den okay. Ja. Okay, weil sehen dass das wie wenn du da so einen Tunnel buddelst, dass ich eben muss durch Sachen wie sie beide kommen ja aber auch allein schon ich weiß noch von den anderen Worms du hast Bierger du hast du mal eine kleine Abbuchtung so richtig Gebäude wo in dir waren dann hast du auch schon schwer granatisch Fenster du bestimmt doch neue Waffen und so Sachen dabei Sachen die extra darüber angepasst sie cool 3D probiert mir war nicht 3D ja 3D also Fashion war den Armageddon ja ich meine dass sie an Basis den Armageddon holen und dann nehmen probieren genau das wie gesagt 2D das Worms gibt so ne Mobile ja der Grund wieso ich die Norwich als Last geholt haben als weil Team 17 annonciert wird dass die 2 Spieler ob der Gamescom werden release also den Datum Wiese gehen und so weiter und da trifft sich ja dann gut weil als nächstes Thema als Gamescom yes cool When all creatures go on a voyage, you cannot keep me here. When all eyes are on one and the same spot,
when the boundaries between reality and imagination dissolve. Then, it's time. Time for Gamescom. Welcome to spectacular Sunset City. The world's largest event for interactive entertainment. Ready to play, discover new worlds. In the entertainment area, you are right in the middle of the action and experience it live. You ready for this? All the latest highlights, innovations, and hundreds of exciting premieres for all platforms. Gamescom 2014 lived up to its role as the world's biggest event for interactive entertainment. Voilà, Gamescom. Die nächste Woche ist es dann soweit. Vom 5. August bis zum 9. August aus ganz Europa am Gaming Favor, weil dann gehen zu Köln deren op für die größten Gaming Convention hier in Europa. Als echt geben wir einen kleinen Überblick über die Pressekonferenzen, die da werden sind. Und zwar ein Tag, ehe das ganz losgeht, und zwar schon Dienstag, der 4. August, fängt an Microsoft. Sie haben schon verlauten gelost, dass sie sich werden ein bisschen Zeit holen für verschiedene von den Exklusivspielern, die für Xbox One werden gehen, die für das auf der E3 nicht genug Zeit hatten, angeblich, weil sie so viele gute Sachen zu weisen hatten. So, das nicht so Sachen. Nee, das ist sie so. Ja, nee, das nicht. Voilà, dazu gehören zum Beispiel Scalebound, der neue Crackdown, wo ich ganz gespannt bin. Okay. An Quantum Break. Ah ja, aber davon hat ich hören. Ja, Quantum Break, Stichwort wie ist das? Dimensional Rifts. Ah! Direkt an den Kopf kommen. Voilà, ja, das ist das Spiel, wo ihn irgendwie kann Zeit beeinflussen, dass nee, Zeit das stur bleibt, das ist dann alles so an Zeitlupe und du kannst dann da durchstrippeln. Ja, so gespannt. Ja, da soll dann eine Serie gleichzeitig so rauskommen, eine Live-Action-Serie, die halt damit verbunden hast. Ich meine, das mittlerweile aber ein bisschen ist nur gecancelt, dass mir ein bisschen an Vergiss geraten. Ja, okay. Mehr, das sind mal die drei und dann natürlich auch nach Sachen, nach Spielerankündigungen, die man noch nicht hatten. Ah ja, okay. Kann ich mal gespannt sein. Dann den Tag noch, Mittwochs, den 5. August, also du nie. Dann kommen sie auf die Bühne. Da kann man sehen, was ein paar Sachen. Sie wollten noch nicht verraten, was sie so da präsentieren und machen. Mir gibt es aber mal erwartet, dass ein großen Teil von der Zeit für Star Wars Battlefront wird benutzt gehen. Wird wahrscheinlich in einer modigen Weise vielleicht. Das an, wenn sie sich da als Vierlach Battlefield hören, da haben sie oft mal, dass sie da live auf der Bühne Multiplayer-Matches von dann, wie sich 5 gegen 5 groß. Da waren ja schon auch offiziell Multiplayer-Matches gemacht von Battlefront. Gibt das mich schon überraschen, dass sie da machen. Warten Sie da nach mehr, das muss ich da gucken. Ja, sind wir gespannt. Ja, der Schluss mischt dann Donnerstag, den 6. August, also Jimmy, seine Lieblingsfirma. Blizzard, voilà. Und stehen zwei Titel natürlich am Vordergrund. Das ist einerseits Overwatch, den kommenden Hero-Shooter von Blizzard. Und dann natürlich ganz frisch angekündigt die neue Erweiterung. Expansion von Warcraft. Yeah. Die war da auch rauskommen. Weil die nicht rauskommen. Nee, sie haben angekündigt. Okay, schnell mal raus. Ja, die hast du gekündigt für dann, die geht dann da released. Also Ja, nee, sie machen den Reveal für Reveal. Next. Wir wissen nicht, Wie die so genau kommen. Ja, wir haben kein Datum. Nee, ja. Das ist so gekündigt, dass sie ob der Gamescom halt hier eine Expansion 4 Stelle werden. Cool. Kann ich gespannt sein, was sie dann so bringen. Nee, sie wollen wirklich Zeit. Das ist gut, weil meistens von der Saison, dann bringen wir raus, da sind sie schon alle gut gestresst, dann noch rauszubringen, weil dann
Millionen Leute wissen dann bringen dann da könnte dann verreckelt sind leider am Rose das Ja, Beste ja, ist so natürlich. einfach das könnte demnächst dann ob das so richtig Datum 14 Main gewahrt für the Warlords of Draenor. Ja. 14 Main. Ja. 14. ja Das ist zu lang. Ah, ich weiß nicht. Ich, was gut ist das ist der Wert Und ich sind da ein bisschen auf der anderen Seite, ich hatte gestern eine Diskussion, wo ich mir denke, wahrscheinlich ist es ein bisschen, weil muss ich aber so, auch wenn sie immer noch phänomenal erfolgreich sind, sie verlieren ja aber noch immer mehr Submissionen für World of Warcraft, dann so eine Expansion bringt natürlich schmutzig, dass noch ganz viele Leute, die vielleicht ein bisschen abgehalten und andere, lo muss ich aber, da ging es ein bisschen an Blut, ne? Dafür probieren sie vielleicht immer wie schnell. ja, Ich denke, Das ist schon die 6. Ne? Das ist die 6. Expansion. Ja. Das probabel. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Kontinuation von Geschichte. Von der Geschichte, ja. Geht weiter. Ja. Das ist nicht eng neue Geschichte, wie Nee. immer war. Für Casuals als Warlords of Draenor okay, aber es wird nicht genug. Ja. Du machst, Ja, du hast Endgame viel zu oder- machen, aber es dauert nicht genug. Ja. dauert nicht lange Nee. Wirklich nicht. Ja, und vielleicht bringen sie auch nach ein paar Sachen für die PvP. Für das noch ein bisschen mal Das ist Seasons, wirklich ein bisschen schrecklich. kurz auch zu machen, zum Beispiel. Das ist wirklich schrecklich an Momenten. Ja. okay PW ist gut. interessant. Voilà, dann da können eine kleine List abzählen von Spielern, die also dann auf der Gamescom sollen an einer spielbarer Form da sind. Sie haben das als Showfloor, als Demonstration oder für selber zu testen eben voilà, ich lesen die Liste 4. Und zwar Anno 2205, Dark Souls 3, Final Fantasy 15, Forza Motorsport 6, Just Cause 3, Metal Gear Solid 5, Rise of the Tomb Raider, Super Mario Maker, Trackmania Turbo, Assassin's Creed Syndicate, Final Fantasy Type O HD, For Honor, Halo 5 Guardians, Mario Tennis Ultra Smash, Might and Magic 7, Star Fox Zero und The Division. Die Division in einer spielbarer Version. Das wäre natürlich Space. Ja, Overwatch habe ich aber keine Konfirmation von das Ich schon nicht an einen Post von Community Managers von Blizzard Ja. gesehen. Das Ja. konfirmiert. Okay, ja, das ich kann nicht mehr hoffen, weil ich freue mich schrecklich auf das Spiel. Ja, ich will Metal Gear Solid spielen. Oh ja, ganz Einige cool. Solid, ja. Da haben wir just den Prequel bis gesehen. Das wird sicher aber cool. Ja. The Ich, Division. ich war, Cool. ja, die Division, ich muss nach so bei Metal Gear Solid 5 schon den Ground Zeroes gespielt Ja. am Computer. Und auch wenn ich zwar kann gedeelter Meinung sind über die Ground Zeroes als Business-Strategie, weil das ja eigentlich so eine Form von einer Demo ist, die aber 20 Euro kostet. Man hat eine Zeit bei Gran Turismo gesehen. Ja, voilà. Me wat ich aber muss so aus der Fall gesagt fantastisch aus an Performance und PC hört mich wirklich erstaunt dafür dass Ja. nicht ein üblich PC Franchise aus Okay. perfekt gelaufen also Ja, ich ja. hat ich war erstaunt und ich freue mich nach May natürlich dann auf die 5, ne? Ah, cool. Ja und die Division wie du siehst Ja, das klar, endlich mal spielbar ist so anstrengend, darauf zu warten. Ja. Weil es sieht so gut aus. Und ich hoffe, es sieht nur an der Spielversion noch immer so gut aus. Ja, voilà. Das ist so viel versprechend, aber ehrlich gesagt, wir sind nicht wirklich, was die los soll erwarten. Und dem ist doch schon so oft drin verreckten, wir sehen nie, was könnte da los dabei raus. Ja, grafisch manchmal, man hat das Sorgen, weil auch wenn es nach Giefen klang bisschen nach anderen, ich fand es allgemein ja, ganz gut aus. Ja. Mich interessiert hauptsächlich, war das der Content vom Spiel, war das... Wie viel schon, wie... Voilà, weil das ist ja okay, richtig, das ist ja kein MMO, tut ja, aber trotzdem kannst du mit anderen Leuten zusammen spielen und sie begegnen Kannst in auch der lang Welt dadurch oder gehen, lang, cool. voilà, ich gebe gerne wissen, wie ist der gesamte
Aber ich froh mich gerade, weil ich sind der mehr oft allein gespielt, wie hast du da allein, und ich habe eine Chance, wo ich in eine Gruppe von Leuten, wie geht, dann muss ich mal den Weg gehen, kann ich sie probieren zu raiden oder was für sich fahren. Und das ist eben das sind so die größten Frohen, die da bleiben, ja. weil natürlich immer, wenn so neue Spieler rauskommen, dann hofft den an den Dream den und wünscht den sich und dann darf ich nicht sagen, aber zu heiß, dass du da nur enttäuscht hast. Ja, das ist ein bisschen der Watchdog-Syndrom. Auch wenn sie natürlich geholt von wahnsinnig Downgrade, der war grausam für alle Spieler, die hier sitzen. Ich muss da so als PC-Gamer, du hast direkt von Anfang an kannst ein bisschen drauf fuchteln und dann kriegst du die alle Grafiken dran gesagt, die gute Grafiken. Und ich muss so schon Spiele gespielt, schon die Beschuld von das der Marketing so war, weil das Spiel ist gut. Das ist ein gutes Spiel. Das gesagt gut ist, spielt sich gut, ich fand die Geschichte interessant, ich fand die Hacking-Sachen interessant. Just der Punkt ist eben, dass nicht das bombastische Spiel, wie sie das probiert haben, eben zu verkaufen. Das ist ein gut Open-World-Spiel. Ja, das Problem ist auch, vielleicht auch, weil ich noch warm war von GTA 5, voilà, den neue raus, das war natürlich nicht, weil GTA aus der Kinect, viel Männer und das ist einfach so gemacht, wie wenn der GTA ähnliches Spiel wäre, macht nach Hacking-Optionen und dabei waren der Welt von Watch Dogs waren aber nicht so frei wie... Ja, genau, aber dafür so nicht, das Marketing war... Ich hatte das Problem, hatten sie das Spiel einfach als ein neues Spiel, neue City, Open World, weil ich schon da war gerne gespielt, muss ich sagen. Also ich war immens schnell, ich finde nicht schlecht von Spiel und ich gut von, aber ich finde immens schnell, irgendwann kann ich das gemacht und dem gemacht. Ja. Und das ich weiß noch nicht, was das leid, ob dann mehr langweilig geht beim Spielen oder ob es nicht interessant genug, mich einfach nicht genug macht. Auch von der Story hier, die mega nur ja, die war ein bisschen einfach. Voilà, die war so, okay, ich verstehe schon. Das hat Personage auch nicht wirklich... Voilà, war nicht so interessant. Ich schon gerne, war viel Dave an der Geschichte, also an Ton steht nicht vor. Ja, ich muss natürlich auch direkt so, ich bin ein bisschen ein Sucker für Open-World-Spiele. Also wenn ich spiele Open World, das kriegt schon direkt so kleine Pluspunkte. Ja, natürlich. Da sind ich ein bisschen wie forgiving. Ja. Wie von anderen Sachen. Assassin's Creed, freue ich mich ja. Bringen sie mit dem neuen Lomo endlich mal neue Luft an Spiel ran. Ja, da geht es den neuen Assassin's Creed, so wie voilà. all paar Jahre seht oder all Jahre kann das ist neue Assassin's Creed oder langweilig geht es nicht so. Für die das Spiel gerne haben, also noch immer ein wahnsinnig cooles Spiel. Und das ist auch ein cooles Spiel. Muss ich sagen, auch Fans, auch wirklich Fans von der Franchise, geht mittlerweile so, dass wie in der Franchise Fatigue aufhängt zu kommen. Löser, weil es braucht neue Wand. Es wird auch nicht geholfen, dass den Unity so viel Probleme am Anfang hat, wo du rauskommst. Was ich aber gelesen habe zu dem neuen Assassin's Creed, was mich ein bisschen freut, du hast die Fanbase auch genau damit gedealt, dass sie gesagt sie bringen den Future Stuff zurück. Das ist rausgehen und so weiter. Das ist trägt und sie wollen Sinn an die Geschichte bringen. Also sie wollen das ordentlich. Ich spreche das, weil schon die Dealer war immer nach am besten. Zumindest nur pur Assassin's Creed. Am Anfang war natürlich alles genial, fantastisch. Nach einer Zeit hat mich am meisten gefreut, die Verbindung zu machen zwischen den, was am Animus geschieht. Einfach ein bisschen wie Aufklärung an die Sache. Ja, den Desmond, den hast du. Den hast du nämlich da, ne? So, damit schließen wir... Ja, leben wir mal auf, jetzt das war eine die darf gespannt sind. Wir werden vielleicht demnächst und da eine kleine Überraschung nachholen, was Gamescom belangt. Mehr wollen wir da aber noch nicht verholen. Ja. Voilà, dann kommen wir zu einer neuen Rubrik, und zwar The More You Know. Mike? The More You Know, ja, das ist eine kleine Rubrik für in diesem Fall, wo man noch nicht wirklich einen Beitrag von der Woche hat. Wir haben ein Thema von der Woche, gerade Gamescom. Und The More You Know, also eben ein ganz kurzes Video über irgendein Thema, was wir uns rausgepickt haben. Der könnt also auch immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr wollt für Themen abgreifen. Aber das Woche guckt mal kurz ran, um was geht es, The More You Know. Hautmat First-Person-Shooter, auch oft bekannt als Ego-Shooter. Das ist eine von den beliebtesten und meist vertrautensten Kategorien an der Videospielwelt.
Den Spieler findet sich schei an der Perspektive von seinen spielbaren Charakteren, das heißt, guckt dem sozusagen aus dem Cup heraus. Die Vue vom richtigen Leben inspiriert, ermöglicht dem Spieler eine maximale Präsenz an der dreidimensionalen Spielwelt, kann so sein Videospiel sozusagen erleben. Für die Geschichte von den Ego-Shooter zu ernehmen, muss man zurückgehen an die Jahre 1974. Bei den ehemaligen NASA-Employee Steve Colley, den das erste FPS-Spiel Maze War entwickelt hat. Bei gleichzeitig kommt auch das Spiel Space Sim von James Allen Bovary raus. In einer langen Reihe von Spielen, auf die ich noch nicht alle gehen kann, kommen dann an den frühen 90er die als allbekannte Meilensteine Wolfenstein 3D, Doom und Quake auf den Computern raus, die alle drei von ID Software entwickelt wurden. Viele Grundelemente, die bis heute am Genre Standard sind, wurden damals von diesen drei Spielern angefordert. Doom sieht heute übrigens ungefähr so aus. Heute haben wir mittlerweile aber auch Spieler, die ohne Waffen an der Ego-Perspektive gespielt haben, wie zum Beispiel Minecraft, Mirror's Edge oder The Stanley Parable. Demnach sind also kein FPS-Spieler, mehr einfach nur FP. Die meistverkauften Spieler an der FPS-Reihe sind GoldenEye auf Nintendo 64 mit 8,09 Millionen verkauften Exemplaren. Auf Platz Nummer 4 Battlefield-Serie mit insgesamt 36 Millionen verkaufte Spieler. Halo-Serie auf Platz Nummer 3 mit insgesamt 56 Millionen verkaufte Spieler. Platz Nummer 2 geht um Duck Hunt mit 28,31 Millionen verkauft. Okay, das ist kein FPS-Spiel am selben Sinn, mit aus dem Jahr 1984 und hört sich als Einzelspiel mehr oft verkauft wie alle modernen Shooter-Spiele. Platz Nummer 1 mit weitem Vorsprung Call of Duty-Serie mit einer fantastischen Verkaufszahl von insgesamt 191 Millionen Kopien. Je meiste weiß. Voilà, FPS, Frames per Second. Nee, also First-Person-Shooter, ja, das ist eine Spielkategorie, die wir alle kennen. Ich meine, das kann ich bald so weltweit ein von den beliebtesten. Ja. Aber wie lange gedauert, dass es schon so lange am Gang ist, dass sich so weiterentwickelt. Ja. Ne? 1974, das ist schon lange hier. Was sind dann so eher liebsten FPS-Spieler, die da gut Ich muss so für mich, je gespielt hat, vielleicht sogar. Für Solo-Play also den Unreal Tournament 2004, Okay. für Party-Teams Quake 3. Oh, okay. Ja. Aber für mich kannst du also ja Campaign Offline Shooter 4 Ja, okay. hat mich ganz viel matt geholt. Ja. Auch noch Also sind auch viele, ne? Also du weißt ja, ja, wohin ja, so natürlich überlegen, sind da ganz viel. Aber auch für Multiplayer online ist für mich ganz klar Battlefield seit dem ersten Battlefield ziemlich Ja, da sind schon Dinger Meinung. Also Battlefield war da aber recht seit das mir so richtig. Ich war für drin immer gern Call of Duty. Ah, Call of Duty ist auch ganz gut. Da sind zwei verschiedene Spieler, Voilà, die Situation, die auch schon immer gern gespielt, dann aber irgendwie mit dem neuen Call of Duty ein bisschen mit dem laufenden Jahren, wo immer im recycelt kauf, weil ich mal das nicht diplomatisch mehr so. Sind schon Battlefield gefallen und boah, ich finde das fantastisch. Bei Singleplayer wäre ich zum Beispiel auch für Bioshock. Bioshock. Ich hatte auch ein Spiel gern, so Condemned geheischt. Das war noch ein Spiel, den einen tun ich genial vom 2 gar nicht mehr so. Aber den einen, der war cool. Also es ging ja lauter. Ja, Condemned, das ist auch ein Klassiker. Also ja, aber das war ein Spiel, das war noch... Keiner das kannte, wo ich gespielt habe, ich mit den Leuten probiert drüber zu schwätzen. Schickfrieden und nicht mehr schnell Maschinen, die müssen erzählen. Und das war auch ziemlich brutal. Das war brutal und das hat Angst gemacht. Die Zeit, das sind so erfeiert Heinz da und war wirklich schon auch ein cooles Konzept am Anfang. Und die Geschichte war auch witzig. Also witzig. Ja. Ich hatte auch ein anderes Spiel. Postal 2. Postal 2. Ja, Postal wirklich kontrovers. Ja. Ja. Postal immer, ne? Du kannst ob gleich urinieren. Ja. Und dann findet das gut. Nee, das ist kontrovers. Ja. Du sind viel, die Spieler aus Australien. Gut, das ist dann so weit, weil das 3 der Franchise, also Postal, das muss ja Sinn, so sonst das wie Doom nicht kann, nicht blöd sein. Ne? Ja, okay. Nee, wenn du wirklich Dometen lebst, Postal ist wirklich witzig. Ja, okay. Und dann der neue GTA ist ja auch FPS.
Also Ja. was rauskommt, Ja, PC, ja. mit Das war der Ego Grund, wieso Perspektiv. ich kann im Leben das Spiel ein Tweetcare kaufen. Ich hatte für PS3 und das schon dünn wird für PC rauskommen. Ich wollte schwammen, nee, und du kommst den nächsten First-Person-Video und du warst okay. Das ist okay. Ein von den coolsten First Persons, die ich das Jahr gespielt habe, war für mich PT, aber Oh. Ah, ja, weil klar, da sind ich wasch gefahren. Aber das war ja dann natürlich nicht, kein Shooter. das war kein Shooter. Ja. Apropos, du kannst nach so was Schriften nachgelesen und so zwischendurch. Zilo Leute, die haben den Couloir von PT, ne, der ganze rekreiert an der Sims. Unity Engine. Und schon Bilder gesehen und ich bin immer sind ich erstaunt, was Mit Unity dem Engine, Engine ja. alles Ja. fertig bringt. Ja. Also, Ja. das ist so ein klein gratis Engine. Ja. Ob den du die kleinsten witzigste Spieler kannst machen und da kann den dann mischen und siehst, das ist doch Unity. Und weißt du du? kannst den auf alle Plattformen Unity ist ja fantastisch. Mobile, ja. PC. Dafür hast du auch so belegt. Console, Alles. Ja, das ist cool, das ist cool. Ja, das ist eine kleine Rubrik für die Lücken zu füllen, das ist schon mal flott. Genau. Was mich noch interessiert, hast du da entweder Doom oder Wolfenstein oder Quake am Anfang gespielt? Ah, ja, du wolltest so ein Wolfenstein. Also Wolfenstein, ich hatte auch die Skette von Doom. Für mich war es Quake 2. aber Quake ich war 2? noch ein bisschen... Ah, okay. Nee, Ja, was du denkst, wie alles da war, wie das Spiel rauskommt. Das ist so, und war cool, geil. Ich habe aber den nächsten Doom auch gespielt. Ja, natürlich. Ja. Oh, der war cool. Da kann ich auch so, ne, zu der Zeit, da war da doch keine so große Diskussion, ob ihn als Ich weiß nicht, ich meine, meine Mom war zwar nicht so früh, Ja, wie seine Bilder ja, gesehen familiär und so, mich schon Ja. in der Gesellschaft, weil er nie groß war. Nee, das Thema ruft noch immer ein bisschen Und wäsch nice, gekriegt. als du Ach, bis Lomo nach Videospieler. Kene zum Massenmörder gehen, der Tisch. Ob das berechtigt ist, dass du so oder nicht, das gesehen wir an den nächsten Folgen irgendwann an der Diskussion. Das seht ihr, nächstes Mal ist noch gut. Überall voll, ja. Voilà, dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und das ist den Shitpit von der nächsten Woche. Jimmy. Ja, schon gegen den Henkel gespielt. Das war Dead or Alive 4 für die Xbox 360. Und ja, das war interessant. Du hast zu sagen, gegangen. Ja, das war witzig. Also, soll man den Trailer mal mal spielen? Yes, Dann halt den Trailer. ganz schlecht. Come on! No! No! Oh man! Oh nice! Here we go, Mr. Russian Bison. Going to your answer! And I didn't even go for all in. Wait, come on! Voilà, also, das geht dann interessant mal. Verspricht spannend zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Voilà, dann kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Oh. Und da muss ich so das ganz Woche sitzt den armen, traurigen Yoshi hier bei uns und hat angefangen, sich ganz einsam zu fühlen, weil kein der gewonnen hat die letzte Woche. Und für das, den sich nämlich so einsam fühlt, könnt ihr an den Jackpot mit dem Gewinn von Haut. Das ist ein TDK USB-Stick 2-in-1 und das ist nicht einfach nur ein USB-Stick für 16 GB, das ist ein 2-in-1 mit einem Mini-USB. Okay, ganz praktisch. Genau für Android-User, die mit einem USB-OTG-Support haben. Okay? Und voilà. Das ist aber mal praktisch, ja? Du kannst viel Ich wusste das nicht. Das ist kein Witz. Und voilà, die zwei gewonnen dann zusammen. Das heißt, Wander, mir noch lo, Zeit gewechselt. Das heißt mir so, und das nicht mehr bis 12 Uhr, mit das 24 Stunden. Und wir haben abgerundet, ob halb Minuten so, wir können dann die E-Mail rausschreiben für die nächste Froh, die wir haben. Und das ist nämlich folgend froh. Auf welchem Spiel als das heute Lied? Okay? Voilà, an ungefähr so. Der könnt ja Trickspulen an immer rumlauschen, aber der hat eine gute Impression. Ich meine, okay? Und wie gesagt, wenn die zwei Sachen, dann muss ich schon eine E-Mail schicken. Mit der Antwort auf infactplacegames@gmail.com. Die Top-Lesung letzter Woche war übrigens Red Alarm. Auf dem Virtual Boy.
Virtual Boy. Auf der ganz erfolgreichen Auf der Konsole. erfolgreichster Konsole Aller Zeiten. ever. Okay, das war den Spieler. Virtual Boy. Nee, 14 Spieler insgesamt. Er war nie an Europa am Markt. Er war am amerikanischen Markt, war am japanischen Markt. Das ist für allem charakteristisch durch die schwarz-rot Farbe, die ihn hat. Du hättest müssen rangucken, aber wir können ein schnelles Bild abblenden, vielleicht, dass mir einfach mehr. Du kriegst Grabweh, like gute Grabweh, war schrecklich, nicht umständlich. gesund. Und ja, zwei die ich für sich 3D-Grafik durchstellen. Auf jeden Fall, das war gewünscht wie vielleicht der Woche für alle, die probiert haben, 30 zu fahren und nicht gefunden. Natürlich, wie gesagt, wir machen nicht Galileo froh. Also, das war es zum Gewinnspiel, wie gesagt, wenn ihr das Lieder kennt, infectplacegames@gmail.com. Genau. Voilà, so sind wir dann noch kommen zum Schluss von unserer Sendung. Mir so erst wie immer vielmals merci, dass da angeschaut hat. Und wir wollten noch dann einen auf dieser Platz den Abruf machen und all die Leute dabei sind, die irgendwie mit Gaming zu tun haben. Sie da, dass sie so bei einer Gaming-Firma arbeiten oder Indie-Developer sind oder Programmieren, Design machen, voilà, Studenten, Musik, Sound für Spieler, irgendwie mit Spielen involviert sind. Melde dich bei uns auf unserer E-Mail-Adresse infectplacegames@gmail.com. Wir geben euch gerne eine invitieren, für ihre Projekte zu schwätzen. Aber auch für solche Vereine, die vielleicht nicht am Gaming schafft, irgendwie, schreibt uns Kommentare ran, überschüttet uns mit Komplimenten oder mit all ihren Beschwerden, die der hat. Der könnt also einfach schreiben, was der hat hat. Wir freuen uns über alles. Und wenn ihr ganz gut drauf seid, dann liked und subscribt unser Video an unserer Facebook-Seite. Da seht ihr auch immer im Courant, was dann hier so lebt. Damit bleibt dann nicht mehr viel übrig. Also zu so ein viel muss merci einkehren und schaut nächste Woche nicht an, wann ihr drin hecht. Direkt Start. Hi, ciao. Ciao, ciao.